Ekran! Ekranen geef niet op, als wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom tot het programma Ekran. Dankzij dat u die radio eingeschaltet hast. En voor die wat op YouTube zijn, heb je een schöne tijd. Met mij heb ik Esther en Benny Jitze. Welkom bij ons thuis. Ik zie bij mijn ouders in een spazierstoel hier in Sommerfeld, Paraguay. En wie dit zal het tweede programma, vijfde programma reden wie darüber, wo jeder einer von ihnen Jesus gefangen hat, oder Jesus gefangen hat, vielleicht besser gesagt. En ook wo Jesus geroepen hat, dat zij beide zullen dat evangelium in de ganze Welt uitbrengen. En wo sie dat dan, wo Gott mit ihnen gehandelt hat, en op verschillende wegen. So, wenn je dat niet gehört habt, dann kann je terug op YouTube en dat kijken, oder hoffentlich habe je dat vijf im Radio gehört. Vandaar wil we wieder gaan in zijn wat ze alles gedaan hebben, wat ze leven voor interessant geworden is. Ik geloof, we waren dat niet alles meekrijgen, maar een klein beetje. Hoe vangt het bij jullie in een mission aan? Hoe vangt het allemaal aan, die geschichte? Als ik van Winnipeg losvoer naar Paraguay, nog 5 jaar dort, meine Eltern zeiden goodbye to me en zeiden, ik wens dat onze 13 jaar alle in de mission gingen. Dan würden we den Jahre gaan laten. En die besteedde door met te zeer dankbaar weer op het ik was ging, dat in de mission gaan we met ihrem zijn. Hier kom ik aan, wist niets, met geen mission, maar het eerste wat ik weet is, ik traf een familie die woont in Villa-Adjes, die deed missionsarbeid. En bij de campamentos met je toer heen aan rijden en je rechte muziek en zo wieder. Zie ik voets in de mission en zie dan ook een jaar in de Bibelschule wonen, muziek te leren en zo wieder. En als we ons dan tjana deden, dan weer dat in muziek en dat weer het leraar worden in Philadelphia. En dat trok me doorheen en doordat deed dan weer tjana. En leer ook de radio op het tjana, dat door het eerste jaar en bij Zeppelarisch dan even middag programma opnemen met Ernst Wiens, die damals missionair weer in de jeugd. En vangt dan door met de radio op het aan en laat dan, als we ons bevrieden, dan wie ik het eerst mal per experiment schoolleraar een jaar. En wordt dan aan dat we niet mijn vak. Okay. Ja, we gaan dan ook met jugendarbeid 2 jaar in Indiana. Plus al dat kwam dan top met de radioarbeid ook. En met de visie dat we een dag willen wieder reden als plus Ram Philadelphia. Later dann habe ich dann in Kanada, in den USA, wieder geleerd op dem Gebiet. Ons vierte bereiden für die Radioarbeit. Erstmal mit Zeppeladisch und later in 1990 dann in Paraguay. So, wo ging het nächstens aan? Kannst du wieder vertellen? Nou, we komen dan naar Cagua Zuid eerst. Okay. Dat heet, we gingen tussenin nog maar naar Canada ook. En dan wordt alles bereid, weil de AMC wil hier nog een frischen radiozender opstellen. Benny wordt dan extra geschickt om te zien of dat wordt wonen. Okay. En die tijd vroegen de mensen mij dan voorken, wanneer we dan irgendwo naar bekende komen of zo. Wat is dan zo'n missionarsvrouw in Cagua Zuid zum Beispiel. En ik dacht me allemaal zo. En ik zei ook allemaal. Ik dacht, krijg dat zelfs wat alle andere vrouwen. Ik had dingen thuis, die broeken eten, ons huis moet geputst worden, ik kon aanschepen, verzet met mijn nobers uit te komen. Ja. En dat, ik zie niets anders, niet een bijzondere race. Ik had zelfs vele, ik weet, ik bij de Herren Emma, wanneer we hadden dan een kerkje dan ook, valt me een beetje zwaar, we lijken hier zelfs de arbeid. Maar we namen dat dan en ik bij de Herren Emma, hij zal me een geven wat Jezus nog niet kan. Dan wil ik hier zijn of ik kon dem waschen Jezus wijzen. Maar als ze dan bij ons waren, onze oudste dochter werd dan 12, oder meest 13, als we daar aankomen. En de andere werd 10 in Saas, in Saas. En dan veel omstallen en veel omwonen en alles dat we niet allemaal alles daar schmackt. So, we moesten ons alle daar aanpassen. We waren krank voor nog am Anfang. En ik dacht zo, belied, ik wil hebben, dat is zo Jezus kennen, maar we willen jemals Jezus zijn. Want die zeggen alles, wanneer we kracht hadden, oder so.
Aber viele Jahre später, dann vertelt sie mal, wo sie Sachen deden und bearbeiten, wo sie beten auch haben, sie wie immer noch eine traditionelle katholische Kirche. Und dann sagt, wenn sie beten, würde ich dann beten? Na, kreuz es sie. Nicht das auswendige Lieder gebeten, bloß alle. Ah ja, sagt, nein, sagt, wieso? Wo hast du das gelehrt? Na, schickt sie mich gerade an. Du freust das? Hat sie von dir gelehrt? Und da hat sie alles bei uns gelehrt. Und ich sie überzeugt davon, sie ist eine Christin. Aber und dann sagte er, wacht mal ein bisschen, nu will ich noch mal weiter. Ich weiß noch ganz genau, wo das dann bei uns wäre. Das will nicht immer alles sehr Geschmack. Nicht perfekte. Sehr schmackig. Missionarisch leben. Aber wie bei mir dann immer alles. Und dann sieht sie, dort stimmt. Ich sag, das geht, wenn die Jugend nicht immer alle ganz einig wäre. Aber ich sag auch, dass die dort nicht dabei leiten. Und irgendwie so aus wie damit umgingen, dort hat er darauf hingewiesen, dass wie was anderes hat, als was sie hat. So deswegen sage ich immer, Missionare sind nicht bloß die, die von Tüß waschen. Und die haben nicht immer unbedingt eine Bibel in ihrem Arm, oder da stehen nicht unbedingt für ein Predigt. Missionare sind die, die auch Tüß leben. Der Unterschied ist bloß einzig unterwegs sind, lernen eine andere Sprache, eine andere Kultur. Und die anderen sind Tüß. Wenn sie spazieren gehen, wenn sie mit den Nachbarn reden, was immer. Aber was uns beiden immer sehr wichtig ist. Wir sehen, wie Minister leben immer sehr hier in Kölnien. Und irgendwann wird uns das so wichtig. Das ist ein bisschen so, als man sollt immer einen schmacken Soll streben bleibt. Vielleicht steht noch fein ein bisschen ein Bildchen gemalt dabei, und da steht Salzbauer, und das wird dann nicht gestreit. Aber das sollt halt rein nicht, wenn es am Streben bleibt. Das muss am Gießen nehmen, oder eine Suppe, oder was immer. Ja. Sonst schmeckt die Suppe nicht schön. Und wir sind in Europa, das sollte sein. Und an der Knie haben alle das Evangelium gehört. Es sind nicht alles Christen, aber da ist viel Salz. Und dort sollte man nach unserer Meinung rühren. Sehr schön. Wo reden ein bisschen von der Radioarbeit. Was bei Radio zu sehr bewegen, Benny? Na, einmal dort in Paraguay, der so weit up sind, ja, dort die Möglichkeit besteht, dort man viele Menschen mit einer Predigt erreichen kann. Ja. Radio, wie zum Beispiel dort ein Konzept in dem Moment, aber es wäre andere Möglichkeiten auch dann all, Tapes zum Verteilen, Verschicken und so weiter. Fernsehen wir dann auch, aber nicht so sehr in unserem Sinn. Aber dort, im Chaco haben wir das Experiment gemacht, dass wir weit hunderte Kilometer gehört wurden, wo wir nicht hinfahren können. Ja? Und wenn wir nicht einen geretteten Sender in Paraguay haben, wo viel mehr Menschen wären, dann hören können, dann wäre das Konzept, also wir würden einen geretteten Sender abstellen. En dan worden die ons alle heren. En dort moest je dan de gemeente zijn der in Städte soll, en dat funktioniert irgendwo nicht. En wir nicht die Gemeinde dort hängen, oder die Regierung will uns nicht die Frequenz geben. Und das kommt einfach nicht im Sender, so wie wir wollen. Und dann, wenn man klickt uns dort, wir können hier Programme machen, en dan an die Sender verstreuen, uitstrahlen, wat alle door wäre. Dann kriegen wir vielleicht viel mehr hier, wat nicht gläubig wäre. Wenn es die Sender... Die sind da und die haben Menschen Harsche dort und so weiter. Und das funktioniert. Wie wir 8 Sender ungefähr, 108 Programme, wir zu der einen Zeit. Was dann einer hier uit diese Jahr Sommerfeld, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr vertellen noch. Wir nämlich die Pfoder, die kommen uns froh, ob wir nicht wollen hier ein bisschen mithelfen mit der Jugend und Musik. Ja. Und wir zwei Tipp mit Esther Jetoff, wir in Verelf, ja. War eine Frau, wo kommt der her, ja? Emma Hans, die hat uns hier mit näher getrokken, und da wäre auch andere, die uns helfen mit Radioprogrammen, in der Städte, finanziell auch. Und die sagen auf einmal, Mensch, können wir nicht mit FM-Sender anfangen? Das wie was nie in der Zeit. Und so kam dann der Radio Mensajero, und das ist jemand hier, dort das Messer ist ein Wunder, dort wieder der Regierung. Aber wir dann, in meiner Meinung, soll wir dort nicht hängen bleiben, wir sollen dann noch viele andere Sender trotzdem bedienen, was wir dann von Deutschland dachten. Ja. Aber Radio wie ein von den Instrumenten, ich sage einmal, dort ist ein Kontaktmedium
wo du Kontakt mit den Menschen brauchst, dann machst du aber trotzdem noch angehen. Du kannst nicht über Radio deipen, weil der wird begleitet dann, ja. Oder ohne Docker sowieso auch nicht. Und so, du machst angehen und dem vielleicht zu Jesus feiern, ja. Du weißt, wo arbeitet das tut mit verschiedenen Medien und das wird die Physik dann. Sehr fein. Mir fallen bloß gerade was bei. Weißt du, sehr lang trägt, sagt eine von unseren Mädchen, wo das einmal beeindruckt hat, als wir noch in KWSU wohnten. Sie musste dann sich versassen, dass die Leute zur Schule. Und wenn sie dann für längst zu Gast gegangen wären, wenn sie zur Schule gingen oder in Haus kommen, Radio sind ja immer alle Wend an. Können sie alle Wend immer hören. Am Talier, bei den Häusern, Haus, was immer. Und da wäre aber immer auch viel anderes, niemals zu herstellen. Aber wenn Maria Miranda dran kommt, das war ein von den Programmen, die wir bei säkulären Sendern hatten, oder Luis Palau, oder jedenfalls, wenn diese christlichen Programme ankommen, dann wir alles andere stellen. Dann hast du irgendwie auf sehr vielen Städten, meist alle nicht das Radio. Das hat irgendwie was zu sagen, was den anredet, was anders wie, was dort irgendwie auch nicht für erleben. Ja, ich stimme auch sehr mit einem Radio ist irgendwo eine Idee, was keine andere Möglichkeit ist. Yeah. Das hat mir auch viel angeredet und ich weiß auch von hunderten anderen. Yeah. So, unsere Zeit ist langsam, jetzt war es eng, das jetzt hier sehr schön anscheinend. Kann ich wer einmal sagen, was ist Ihnen wichtig? Du bist ein Jugendlicher und er sagt, ich will auch Jesus dienen. Ich will vielleicht auch im Radio reden, oder ich will rausgehen, oder ich will mit meinen Freunden das Evangelium teilen. Was kann ich diesen Jugendlichen sagen? Ich würde erst mal anfangen, da wo ich damals war. Mach erst mal klar, dass du mit Gott in Ordnung bist. Dann, dort ist das, die Basis ist dann gleich. Ja. Mach klar und dann frag, wo will Gott die haben? Er wird die sein. Dann geht das auch noch, was für Gute du hast, aber auch du hast, wo jemand anderer die bestätigt, wo du arbeiten kannst. Ja. So, einmal die Frage, wo will Gott haben, dass du sein sollst? Und das erste Mal verhört, dass der Herr ist in deinem Leben. Das ist sehr wichtig. Sehr schön. Was kannst du dazu sagen, Esther? Na, ich würde auch noch sagen, Vorken sind wie besonders als Jugendliche, das erinnere mich auch noch. Wie uns Porto dann, wie wollen dann all ran. Gerne. Ja. Wir haben viel Energie und wir haben der uns geholfen und wir haben viel gelehrt und wir wollen das alles besser machen und Zeit nehmen. Mein Raub an der Mission kam, als ich ungefähr 16 Jahre war. Und wir waren ein paar Jahre wie als Lehrerin, aber dann viele Jahre und dann bei ZB30. Aber das wir eigentlich nicht unbedingt als Mission anerkannt. Für uns wäre das auch Mission. Aber dort wir wirklich aus Paraguay kommen, dann wäre ich auch 31 Jahre. Das geht viele Jahre, aber ich habe niemals daran gezweifelt, dass das der Raub wäre. KWSU, der Stadt, als wir da ankommen, ich in Vorkensee zu den Menschen. Wenn ich mir nicht ausgesagt habe, würde nicht KWSU gewesen sein. Von Deutschland nach ist es anders. Aber das ging mir durch ein. Das war meine Stadt. Und nicht beide Leute Zeit, Herrschaft Gott. Und wenn die Menschen uns fragen, wo geht es besser, in Kanada oder wo, das geht da am besten, wo man Gott gehorsam ist. Ja. Du kriegst was zu sagen. Was mir dann befallen hat, als wenn du mit Zeit redest, meine Schwester wie eine Bibelschule. Ja. Und sie hat nu eine Bibelschule mit einem großen Schleif Eierschaft gekriegt in ihr Leben, das mir fällt. Nu will sie mit einem großen Schleif wieder schaffen. Dann hat die Lehrer gesagt, no, wach mal. Wenn du mit einem Schleif gekriegt hast, dann musst du mit einem Teilöffel wiedergeben. Ja. So, einmal macht man bisschen Geduld an dem Leben. Vielen Dank, Benny und Esther, hier dabei zu sein. Sehr schön, ihn zu hören. Und auch, was ich bewundere, ist eine Kraft und Passion, was die Hand, das wird Gottes Ritter strahlen. Und dort braucht man ihn, weil man ihn nicht mal Frau, als die Christen sind, da steht alle wen auf dem Gesicht geschrieben, die große Smile, oder so ein Riese sei uns dort. So, das möchte ich Ihnen auch wünschen, dass das Leben von Benny und Esther Ihnen kann mitmachen, auch Terranen, wieder Terranen in Ihnen jährlichen Leben. Das ist mein Wunsch und auch von Benny und Esther. Ja. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Dankeschön, dass du von dir auch dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst,
dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder in E-Mail nur ekran@gmail.com.